Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tales of Zestiria. Hier mitten in der Nacht, wo Zoe ihnen plötzlich in den Sinn kam, dass dieser Eindringling von der letzten Folge ja hinter dem Mädchen, dieser Blick gerade, jo, wir haben natürlich den Namen gar nicht mehr ein, ganz toll. Alicia war, glaube ich. Alicia, doch müsste glaube ich so sein. Alicia mit SH. Jo, übrigens, ich muss mich noch irgendwie entschuldigen für die letzten Folgen, dass ich gleich aufs Klo muss. Das sieht zwar sowieso aus. Nee, geht mir darum, dass ich da irgendwie etwas verwechselt habe, weil ich dachte irgendwie, also meint, dass diejenigen, die hier wohnen, halt Seraph irgendwie als Vor- und Nachnamen haben, das natürlich schon. Aber ich dachte, die Mehrzahl davon sei einfach Seraphen und Seraphim seien eine Gott oder so irgendetwas, aber das sind ja irgendwie, ja, Seraphim ist scheinbar die Mehrzahl von Seraph, also irgendwie bin ich noch ein bisschen verwirrt, aber okay, tut jetzt nichts zur Sache, wir gehen los, wir müssen ja Alicia retten, oder zumindest mal gucken, wo sie abblieb und natürlich auch dieser Eindringling, wa? Der Weg führt natürlich bis hierhin, aber ich denke mal, dass wir gleich Besuch bekommen. Das ist alles. Ich dachte jetzt eigentlich, dass Miklyu noch auftauchen würde, aber gut. Dann eben nicht. So, da haben wir einen Save Point, den kennen wir ja. Also, die eigentlich nochmal einen nutzen, ist ein bisschen doof. Ist jetzt hier eigentlich noch ein Save Point? Verstehe ich nicht ganz. Der Weg ist nicht gerade so weit. Mal gucken, wa? Auf wen treffen wir wohl hier? Yoshi! 何が？うわ！ミクリオ！どうして？抜け駆けなんてさせないさ。僕も行く。ミクリオ！歩きながら話そう。時間が惜しい。あの狐男の言葉。狙いはアリーシャと考えるのが自然だ。ミクリオも気づいたんだ。当然。さあ、急ごう。ミクリオ！なんだよ。改まって。来てくれてすげえ嬉しい。嘘一つつけない君じゃ人間の中ではやっていけないだろうからね。じいじ怒ってるよな。じいじは覚悟していたのさ。いつか君が旅立つこと。大げさだな。一生会えなくなるわけじゃないのに。分かってるんだ、じいじには。旅立ったら君はもう人間の中で生きていくって。これはじいじの。人間の社会ではお金が必要だ。困ったらこれを売って足しにしろって。そして君に伝言だ。自由に自らの思う道を生きよう。お前の人生を精一杯。だってさ。行こう。すごい。人はあまりに無力だ。それゆえ時代が窮すると同志の出現を祈る。これが世界。この後最悪の時代と呼ばれた時代に現れた
同志の物語が幕を開ける。Und somit この森を beginnt 抜ければ湖が見えてくる。斜面を下っていけばいいはずだ。分かった。ってやけに詳しいな。まあね、この日のために情報を集めていたから。こっそりずるいぞ。Ja, und dann beginnt nun also endlich die Hauptstory hier von Tales of Zestiria. Alter, das sind aber lange sich warten lassen. Wenn das gewusst hätte, ich den ersten Part irgendwie eine Stunde so gemacht und dann mit dem Intro abgeschlossen, aber gut. Ja, jetzt leider so mit dem Intro, das ist nicht ganz Originalversion, das ist irgendwie nur eine auch, ja, also ich kann es nicht mal aussprechen, eine Instrumentalversion, sag's mal so. Ja, wegen lizenzrechtlichen Gründen und so. Es kann aber trotzdem sein, dass auch die wegen YouTube und so weiter rausschneiden muss und man hier das Intro jetzt nicht gesehen hat, sondern eben nur die Kurzsequenz mit Zoe und Mikleo hoch oben auf den Klippen. Ja. Falls ja, dann wäre da eigentlich noch ein Intro gekommen, glaube irgendwie 2,5 Minuten lang. Und ja, ich hoffe es mindestens mal. Falls nicht das kam, dann müsst ihr es irgendwie anders auf YouTube nachgucken. Da gibt es ja genug solche, die das hochladen können oder einfach so machen. Gut. So weiter für uns. Ja, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen was Neues, das Intro erst so spät kommt. Aber hat eigentlich durchaus was für sich, wa? Kann ich mal zerschneiden? Jo. Trank des Lebens, sondern schon 4. Bitte sag nicht, dass die Begrenzung da hier so aktiv ist, im Sinne von, ja, kannst du irgendwie nur... Wie viel waren es im Vorgänger? Also sprich bei Tales of Xillia 1 und 2, 7 Stück nur, und 9, glaube ich sogar, war. Nur 9 von irgendwie einem Item und mehr können sich tragen. Naja, hoffen wir nicht, dass es so ist. So, bereits bei Stufe 7, geil. Legen wir los, wa? Wir haben keine Ahnung, wo wir hin müssen. Kampfstiefel. Hab's gerade gesehen hier auch, wa? Diese Alicia kommt wohl nochmal zu uns ins Team. Sehr gut, wäre ein bisschen sehr kurz gewesen. Ich bin einfach nur ein bisschen überrascht, weil, ja, ich habe gewundert, dass man das Schwert durchschneiden könnte, aber später geht das scheinbar. Okay, vielleicht Moment mal ganz kurz. Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich jetzt vielleicht mal... Erstmal auf Mikleo. Bitte was? Kampfig, aber ich stehe immer noch Zoe. Okay, das würde irgendwie auch gehen. Seltsam. Ich dachte, vielleicht können Mikleo den Stein irgendwie wegschleudern. Ja, was ich sagen wollte wegen Alicia, da habe ich noch irgendwie so ja die Info, dass sie, kann ich mit Abkürzung machen, wa? Crazy. Dass sie ja da hinten haben wir, da ist etwas und da ist glaube ich auch etwas. Dass für Alicia gibt es noch ein eigenes DLC, sprich ihre Story selber fortführen. Was ja offenbar daher herkommt, dass sie relativ früh die Gruppe wieder verlässt. Obwohl sie ein Protagonist ist und so, also von dem her, bisschen verwirrend. Daher, ich werde die Story also daher erst dann spielen, sobald sie unser Team verlässt. Kommt halt drauf an, vielleicht wird es sogar erst nach dem Spiel hier mit Zoe unsere Hauptrolle sein. Da vielleicht jetzt mal zwischendrin das einfach mal so zeigen, aber ich werde sicher im Titel dann kennzeichnen. So. Ja, das ist doch schön, wenn ich hier nichts machen kann. Zum Mikleo schauen kann ich auch nicht. Habe ich noch etwas? Gehen nach Osten zur Hauptstadt, jo, dass Leute irgendwie ein war. Tales of Zestiria, das Abenteuer beginnt jetzt erst wirklich. Jo, von diesem sind hübsche Prolog. Aber wenn ich es vorher gewusst hätte, schon ein bisschen vor aufgenommen hätte ich aus dem ganzen Prolog, also aus den ersten 3 Parts noch einfach eingemacht. Wäre jetzt nicht so langer Part gewesen, aber hey. Passt irgendwie auch besser, wa? Aber egal. Seehafenhöhe. Jo, jetzt passiert das, was wir kennen, so im freien Monstern und so weiter. Dann safen wir mal. Eingang des Arundachwalds. Was? Die Außenwelt? 森を出たからな。いよいよここからが
冒険の本番だね。ああ、まずアリーシャを見つけて狙われてることを伝えよう。で狙ってる狐男もやっつける。氷馬との戦いはなるべく避けるべきだ。でもマイセンの敵を討ちたいのも僕も同じだ。だが汚れをどうにもできない僕たちは奴を倒せない。それどころか退けることもできるかどうか。もうじいじの助けはないんだもんな。分かったよ、ミクリオ。 Alles klar, also doch Mensch, Seraph, Menschen, Seraphim war. Kann man das irgendwie so singular, pluralmäßig artikulieren. Sehr schön. Da geht es irgendwie noch nicht durch. Wir können gespannt sein, was uns hier noch alles erwarten wird. Eine Schlange. Eine Kobra, die krallen wir uns. Jetzt mit R1 geht das. Anfällig für körperlich, okay. Ja, aber gerade gemacht. Alter, hör auf damit. Die Schlange nervt, die Schlange nervt. Da fingen die alle miteinander, dann schlecht. Die Frage ist halt, war das wirklich... was drücke L3 an, Steuerungsmodus der Goldstammfigur anzeigen zu lassen und drücke L3 um sich in Vollmodi zu wechseln. Manuell, solange ich selber zocke, würde ich schon sagen, manuell war. Heißt es diese... Soll es auch so anders sein? Ich sehe gar keine dunkle Aura. Das heißt diese Helios-Dinger, dass normale Menschen sie gar nicht sehen können? Wäre noch interessant, war zu wissen. Erstmal gucken, hat doch mal irgendwo noch etwas bekommen. Das war, glaube ich... Ne, nicht natürliche Weste. Das war, glaube ich, irgendwelcher Stiefel war. Ah, eine neue Kampfstiefel. Betäubungszeit reduziert. Das ist jetzt die Frage, soll ich die für Lisha aufbewahren? Sie teilt sich plötzlich um. Was teilen alle Befehle mit R? Befehle! Jo, okay. Ich muss sagen, vorwärts stürmen, war. Da sind noch ein bisschen die Angriffs mit der Blocktaste. Jo, alles klar, nichts passiert. Scheint so, wa? Wir ziehen die Vierer an, das ist aber nicht ganz geil. Trank des Lebens, yeah. Was haben wir hier? Eine Schnellreisefunktion, glaube ich, eher weniger war. Zentrale Seehafenhöhe, Aussichtsfelsen. Damensee, die Aquapolis, Auendachwald. Pass auf den Aussichtsfelsen auf, wo du hintrittst. Den hier war, wieso kann man hier runterfallen? Alter, geil. Neue Fundstätte, natürlicher Ausblick. Kann ich echt runterfallen? Nee. Moment. So. じいじの過去領域とは違う感覚だね。下界は汚れで満ちてるって話だったけど、なんか感じる？ミクリオ。それほど汚れてるって印象もないんだ。だよな。こんなに綺麗なんだし、見た目じゃ測れないものだろうが、今はこの景色を楽しむのも悪くない。ミクリオも下界初めてだもんな。ワクワクしてるんだろ？いいよ。そういうことにしても。
Die Welt unterhalb der Wolken. Alter, wo wir echt so hoch oben. Weil da oben im Dorf können wir echt die Wolken unter uns sehen. Das noch. Okay, weiter mal Leute. Kann ich da oben noch irgendwo hin? Nö, wa? Schade. Gehen wir über den Fluss und werden nicht davon geschwemmt. Nö. Verborgene Arte können die Kriegsarte eines Feindes überwältigen. Wenn ein Feind eine Salve von Kriegsarte auf die niederpassen lässt, versuche einen Gegner mit einer Salve verborgener Arte. Andererseits hat es länger verborgene Art zu wirken. Dann müssen wir erstmal welche haben. Da wäre vielleicht auch noch eine gute Idee. Ja, habe ich noch nur einen, also von dem her bringt es nicht gerade sehr viel. Kriegsart. Gut, ich habe schon mal die Tigerklinge hier, natürlich schon mal geil. Und den Himmelstrom. Jo, wir die unterscheiden können, ist relativ simpel. Sind noch keine Probleme. Ein neuer Cobra. Die Erfahrungspunkte nehme ich mit! Momentan sind die echt chancenlos gegen uns. Gut, Miklo ist ein bisschen angegriffen, aber egal. 3 Arten von Arte. Kriegsverborgene und seraphische Arte. Jetzt ein Taumel. Ich schätze mal, wir können keine seraphische Arte wirken. Denn wir sind ja Mensch und er ist ein Seraph, von dem her. Krass. Okay, für später. Also zumindest nicht, dass Rätschen da durch muss, keine Ahnung habe. Das wäre ein little bit doof. Oh, was passiert jetzt? Das klingt doch gut. Die Weltkarte kannst du drücken von R3 der Weltkarte auch außerhalb des Kampfes ansehen. Das ist ja schon mal geil. Wow. Kann ich irgendwie gerade schnell scrollen. Nächste Seite irgendwie. Okay, da kommen wir hier. Der Seraphim, ja. Das ist der Opas Domäne. Da ist die Ruine, waren wir auch schon. Da oben also waren, jetzt sind wir hier. Die Welt sieht dann relativ groß aus, wa? Ja, wir können gespannt sein. Was kann das für ein Viech? Ach, mehrere, wa? Oh, das sieht sogar gar nicht geil aus. Ah, Hilfe. Hier ist ein Apfelgummi. Kriegsarte! Jo. Die war gar keine Kriegsarte, war normale Arte. Oder? Da bringen sie was durcheinander. Moment ganz kurz. Ja, eine normale Arte. Nee, das ist. Das ist doch eine Himmelsstunde verborgene Arte. Das war schon die ganze Zeit. Das gucken wir uns gleich an. Ja, soll ich noch ein bisschen schauen, dass irgendwie etwas zwischensequenzmäßig etwas passiert, wenn wir hier nicht weiterkommen. Das wäre vielleicht ein bisschen doof. Eine Schlange! Und ein Wolf. Und Kombi-Time! Und Kombi! Und Subi-Kombi! Yo! Jo, uns geht allen gut. Seraphische Arte. Nein, seraphische Arte. Und hat dann das Kriegsverborgen. Das kostet jetzt noch längere Wirkzeiten. Ja, klingt mir logisch, wa?
denke mal trotzdem, es gibt auch bezüglich Unterstützungselemente nichts Besonderes. Ne, das ist gut. Wie sieht's aus mit den Kampfaktionen? Automatischer Schritt nach vorne. Ja, mach mal den, wa? Wow. 10 von 100, 10 von 200, 10 von 1000, 10 von 30. Bald müssen wir hinmachen. Jetzt die Frage, wa? Also da scheint es nicht weiterzugehen. Bin gespannt. Ist das einfach vom Spiel geskriptet von wegen, nö, darfst nicht durch, ey. Bleib zurück! Wir haben es momentan mit wilden Tieren zu tun. Das Gebiet verwüsten, mit dem Sicherheitsabstand einhalten. Oh, Alter, ist klar, aber so ein ganz billiger alter Trick von wegen, nö, darfst nicht durch, ja, später. Aber gut, spielt keine Rolle. Freunde, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Hier bei Tales of Zestiria, bereits Folge Nummer 4, wo die Hauptstory endlich richtig losgeht. Wir sind auf der Suche nach Alicia, weil wir sie von diesem Fuchs Helios oder Helium, wie auch immer, Typen retten wollen. Und, jo, mal schauen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Auch hier natürlich mit der Stadt und so. Der Dame vom See, der Damensee oder wie auch immer. Jo, bis dahin. Ciao zusammen.